Eine Kraft, die unser eigenes Leben und das Leben der Menschen um uns herum komplett verändern kann. Ich liebe Pfingsten. Nicht nur an Pfingsten, sondern an jedem einzelnen Tag. Nach Weihnachten und nach Ostern ist Pfingsten das grösste und das wichtigste Geschenk. Jesus ist auferstanden, aber er hat gesagt, ich lasse euch nicht allein, sondern ich schicke euch den Heiligen Geist. Er wird in euch Wohnung nehmen. Johannes 14 sagt, durch den Heiligen Geist wird Jesus immer bei uns sein, jeden Tag. Das ist eine mega Kraft und eine mega Power. Mega spannend finde ich, was der Paulus im 2. Korintherbrief in den letzten Versen sagt. Er sagt dort, dass die Gnade von Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist mit uns ist. Die Gnade von Jesus hat sich erwiesen an Karfreitag, vor über 2000 Jahren, wo Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Die Liebe Gottes auch genau in dem, dass er seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die ist heute brandaktuell. Die muss man jeden Tag neu leben. Die kann man nicht auf Reserve, sondern die Gemeinschaft ist jetzt. Und der Heilige Geist, der hat in uns Wohnung genommen. Wir sind nicht sein Ferien- oder sein Wochenendhaus. Er ist in uns gekommen, hat in uns Wohnung genommen, er lebt in uns. Und das ist eine gewaltige Kraft. Eine Kraft, die unser eigenes Leben und das Leben der Menschen um uns herum komplett verändern kann. Und ich fordere dich raus, lade dich ein, dass du dich noch mehr im Heiligen Geist hergibst und von ihm brauchen, dass er in dir und durch dich wirken kann und die Menschen in deinem Umfeld Gottes Reich lernen kennen und rein eintauchen können. Die Liebe Gottes ganz nach in ihr Leben und auch in unser eigenes Leben hineinkommt.